schon mit Excel geredet? Nee, noch gar nicht. Real Talk, ich werde da reingehen, er wird wieder irgendwas sagen, dass ich nur irgendwie für Content dahin gehe oder so. Ich weiß jetzt schon. Hallo? Hallo? Was geht ab? Hallo? 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 Was geht? Nix, bei dir bist du erkältet. Alter, hört man das so krass raus? Ja, also du hörst dich generell anders an als alle anderen Menschen, aber heute extrem anders, also noch mehr anders. Ja, ich bin heiser. Krass. Danke. Warum lachst du jetzt? Oh nein, sorry. Fängt schon wieder an, ne? Neue Staffel, neues Glück. Ja, ich hab vergessen, Was hast du vergessen? dass ich nicht lachen darf. Hast du eine Wette oder was? Nein, nein, nein. Aber jedes Mal, wenn ich lache, fragst du immer, warum ich lache. Und warum lachst du denn auch? Ich weiß es nicht, ich find's einfach lustig. Was findest du lustig? Mit dir zu reden. Aber wir haben nur Hallo gesagt, also ist Ja. nichts passiert. Warum lachst du? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun, ich frage nur, warum du lachst. Ich weiß es nicht. Ich find's lustig. Ja, aber du musst doch wissen, was der Antrieb dafür ist, dass du anfängst zu lachen. So, du musst irgendwas witzig finden. Daran war nichts witzig gerade, nichts. Daran auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nichts gesagt. Bro, sorry. Nee, muss ich ja nicht entschuldigen. Das war auch nicht witzig. Okay. Okay. Ja. Ja, was machst du gerade so? Ich spiele Minecraft und du? Ich auch. Geil, Mann. Das ist der Lifestyle. Um 1:30 auf dem Wochenende Minecraft spielen. So, ich Ja? bin fast 30, Mann. Wie alt bist du? 29,5. 29. Das ist scheiße alt. Einhalb. Ey, also jetzt aber Vorsicht, ne? Okay, sorry. Ja, alles gut. Meine biologische Uhr tickt. Alter, meine rechte Hand, ich kann sie nicht mehr benutzen. Warum? Weil ich weiß es nicht. Klebt die gerade irgendwo fest, oder? Ah, ich kann die, Alter. Ich kann die nicht mehr so bewegen irgendwie. Ich kann meine rechte Hand kurz vorm Einschlafen auch nicht mehr bewegen. War ernst gemeint, traurig, ne? Ja, warum nicht? Wie war? Weil das verkrampft, wenn du so aggressiv mit Hass da Ja, ne, den ja. Bolzen hämmerst. Machst du das jeden Abend? Ja, nicht nur abends. Oh. Was? Wie oft machst du? Also, am Tag Ja. so 12 Mal im Durchschnitt. Nein, du verarsch mich. Nein, wirklich. Nein, du trollst, Digga. Ich schwör, ich sag Wallah. Wallah, 12 Mal am Tag. So Durchschnitt, ja. Wie viel hast du heute? Heute ging eigentlich. Ich bin sehr müde so, ne? Ich wollte vorhin schlafen, hab versucht, ne? So Nein, viermal Bro, gemacht nein, und dann- Real Talk, ich sag 12 Mal am Tag, das kann ich wirklich. Nein, doch, natürlich ist das möglich. Nein, sag Also, bitte. warte, stopp, wir reden von Wichsen, nicht von Sex haben. Ja, ne? ja, klar. Ja, locker so 12 Mal, ja. Nein, sag bitte Wallahi, du schwörst auf alles, was du besitzt. Ja, also ich hab nichts, weil ich bin Bürgergeldempfänger, aber ich schwöre auf das, was ich hab, schwöre ich, ja. Was? 12 Mal? Aber wie ist der Abstand? Also der zeitliche Abstand? Ja, so, ich mache auch gern mal so 6 Mal hintereinander. Das geht nicht, das geht gar nicht. Natürlich geht das. Da kommt ja gar nichts raus. Warte ab, wenn du mein Alter kommst. Kannst du irgendwie die Stärke einstellen oder so, wie viel rauskommt, oder? Nee. Da kommt ja nichts mehr raus irgendwann. Hä, aber, also, weil du geil bist oder weil du einfach Langeweile hast? Ich bin Bürgergeldempfänger, Mann. Ich hab nichts zu tun. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, spiele Videospiele und spiele an mir rum. Hä, und Real Talk 12 am Tag? Ja, so ein Durchschnitt. Natürlich gibt's mal Tage, da mache ich es nur 8 Mal oder so. Und auf was? Wie auf was? Ja, was guckst du da so an? Ich
bin 30, Mann. Ich habe so viel erlebt, so ich habe so ein Gedächtnis, weißt du? Ich kann das einfach im Mann, Kopf du abrufen, wickst mit deinem Gedächtnis! so. Ja, klar. Nein, das glaub ich dir nicht. Natürlich. Ich stell mir vor, wie ich wichse und dann wichse ich. Findest du dich selber geil? Nein, Mann. Aber warum? Hä? Aber was stellst du dir denn vor? Junge, das ist privat. Ach so, sorry. Was, ja, mach jetzt mal hier nicht auf Rohrhat. Der fragt mich, was sein Bodycount ist. Dann frage ich ihn zurück, dann sagt er, das will er nicht live sagen. Ja, ich sag alles. Frag, was du willst. Ja, okay. Was stellst du dir so vor? Ja, also wenn ich wichse, dann halt wahrscheinlich so auf Anime. Auf normale Animes, die auch Menschen gucken, also die normale Menschen so gucken oder so auf so Hentai-Sachen? Beides. Also wenn du jetzt, sag ich mal, du guckst jetzt Digimon, ne? Und dann digitiert irgendwas zu irgendwas anderem. Nein, und das nein, findest nein, du nein, dann nein, geil, nein, oder? nein. Da muss schon was passieren. Ja, was? Ja, Also ich dann, kenne kein Anime, wo ja, irgendwas Geiles passiert, ja, wo man sich eher, einen keult, also. Ja, eher Hentai oder so Edits von so. Ja, aber also ich wichs eh nicht mehr. Warum? Ich hab meine Tage hinter mir gelassen. Warum? Wichsen erfüllt mich nicht mehr. Darum geht's nicht, es geht um den Hass. Erklär? Was? Erklär, also was genau? Um den Hass einfach. Aber so. was für Hass? Ja, Hass einfach. Was hast du? Dass ich wichsen muss. Warum musst du wichsen? Über. Oh Mann. Wer ist der Typ? Frauen. Welche? Wo ist der? Alle Frauen. Also, aber hast du, also, da kann ich fragen, ob er eine Freundin hat? Ich weiß nicht, wie die Schluss gemacht haben. Hä? Also alle Frauen. Ja, Frauen halt. Aber also, hast du nicht eine Freundin? Oder ich weiß es nicht. Es ist kompliziert. Okay, ich verstehe. Aber dir geht's gut. Vom Ja, außer, dass ich, abnormal fett mental. Ja, also. Ich habe Okay. jetzt nicht vor, in den nächsten 30 Minuten irgendwas Dummes zu machen, wenn du das meinst. Nein, das denke ich nicht. Also ich meine wegen Freundin oder so. Also du. Nein, guck mal, ich bin 30, Mann. Ja, also. Die Erde wird sich weiterdrehen. Wow. Rede. Brüll. Nein, es ist so. Ja, Also, ich weiß. Brüll ist hinaus. Ich kann nicht so laut, ich habe Nachbarn. Guck mal auf den Nachbarn, aber kurz vor 2. Okay, sorry. Ja, du kannst da schreien bei dir, ne? Auf deiner Insel. Ich kann schreien, ja. Ja gut, du bist ein bisschen erkältet, ne? Du kannst nicht mehr schreien. Ich kann schreien, wie ich will. Ja, okay. Soll ich schreien? Nee. Okay. Also du kannst schreien, aber drück nicht Push to Talk oder so. Will das nicht hören, so. Ich hab Kopfhörer auf. Das war kein Schreien, das war einfach nur ein Empören. Das war so ein Hentai-Wix-Stöhner, hä? Nein. Stöhnst du eigentlich, wenn du wichst? Nee. Du? War das gelogen gerade? Nein, Retalk. Ich hab's einmal probiert, weil das geiler sein soll. War es, glaube ich, auch, aber das ist mir zu unangenehm. Man schämt sich vor sich selbst, ne? Ja. Man guckt an sich runter und denkt sich so, Bruder, was mache ich hier eigentlich? Ja doch, ich check was eher noch. Also, hast du schon mal? Also machst du öfter? Ja, das ist nicht so schön, das ist eher so ein erleichterndes außer Puste sein so und endlich fertig zu sein. Also So ein okay. Und das machst du 12 am Tag. Nee, das mache ich erst bei den letzten 5, so wenn es wirklich anstrengend wird. Okay. Darf ich fragen, wie lang deiner ist? Ja, also ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht mit dem Geodreieck da nachgemessen. Hast du noch nie gemessen? Nein, weil ich mit meinem Penis sehr zufrieden bin. Ja, aber man kann ja auch mal stolz auf sein Glied sein. Ja, bin ich ja. Ja, aber da kannst du ja messen. Du kannst ja einfach mal sagen, oh, geil. Warum soll ich das messen? Für was? Soll ich das dann bei Facebook irgendeinem Jürgen schreiben? So, ey, Jürgen, Nein, ich aber hab... es ist doch ein geiler Side-Fact. Nein, warum denn? Also für was? Ja, für ein bisschen halt. Wenn dich jemand fragt, wie lange ist das schwarz, dann kannst du antworten. Ja, aber dann sage ich, ey du, ich habe noch nicht nachgemessen. Ich glaube, die Antwort ist weniger verstörend, als wenn ich ihm sage, so und so viel Zentimeter und Millimeter. Bei mir sind es 14,5. Stabil. Danke. Steif? Oh,
Ja. 14,5 halt. Was? 14,5. Ach so. Ist deiner länger? Wie gesagt, ich habe noch nicht nachgemessen. Ich kann dir ein Bild schicken. Ja, wenn du das willst. Das ist crazy, ne? Warum ist das crazy? Das geht gerade echt in die falsche Richtung, Alter, wirklich. Ja, wenn du sagst. Warte mal, wenn ein fetter, übergewichtiger Fettsack dich fragt, ob er dir ein Pimmelbild schicken kann, dann sagst du einfach ja, wenn du willst. Ja? Ich kann dir Das auch meinen ist Schwanz crazy. schicken, wenn du willst. Nein. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Warte kurz, ja, warte kurz. Ich warte. Guck mal, das Ding ist, da habe ich noch 260 Kilo gewogen, ne? Also der ist ein bisschen gewachsen. Hast du geschickt? Ja, Das ist crazy. Das ist crazy. das ist stabil, oder? Der ist stabil, ja, der ist länger als meiner auf jeden Fall. Ja, aber ich kann nichts dafür, weil ich bin halt so gebaut, weißt du? Ich bin halt ein breiter Typ so, deswegen ist alles an mir. Bruder, er hat ihn legit geschickt, das ist krass. Nee, aber also Retalk, der ist krass. Also, ich Ich sag, sag ja, ich bin sehr zufrieden so. Also Ja? der liebe Herrgott hat bei mir alles verkackt, was man verkacken kann, aber da hat er ein bisschen wieder gut gemacht. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube... darf guck mal, ich meine also, Tippung sagen? Also wie lang der ist? Ja, wie gesagt, ich habe nicht nachgeguckt, ich werde auch nicht Also mein nachmessen. Tipp Das ist, Gift, du hast einen crazy Schwanz. ja, das Und mein Tipp ist weiß ich. 17 bis 18 Zentimeter. Ja, danke. Gell? Weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Aber Bro, sein Schwanz ist crazy, Jungs. Also Retalk, das ist verrückt. Also ich hätte das nicht gedacht. Ja, aber danke fürs Bild. Willst du es ja, wieder kein löschen? Ding, ne? Nee, soll ich es löschen? Willst du das Ja, löschen? nicht, dass ich irgendwie Discord im Stream zeige oder so. Ja, besser ist das. Ich find's krass, dass du es jetzt einmal geschickt hast. Du wolltest das doch. Ja, doch. Also ich hab, aber normalerweise, wenn das Leute sagen, sage ich halt ja und dann machen sie es halt nicht. Aber du bist legit der Erste, der das einfach gemacht hat gerade. Ja, aber soll ich dich denn was fragen, wenn ich es Nee, überhaupt nicht... Also, Ja, doch, ja, das ist doch richtig so, ja. das ist ja komplett unnötig und dumm. Ja. Ne, find ich wirklich geil, dass du das gemacht hast jetzt. Und Danke. du hast zu deinem Wort gestanden, oder wie das heißt. Ja, aber kannst du deinen jungen Zuschauern bitte sagen, die sollen aufhören, ihre Genitalien zu messen, weil das sorgt für sehr, sehr heftige Selbstbild, Echt jetzt? Dingsbums. Weißt du, was ich meine? Mach das nicht, Jungs. Ich dachte, du hast das überhaupt Also nicht, weil ich euch nicht gönne, wenn eurer 20 Zentimeter ist oder so, aber es geht halt darum, dass ihr nicht mit eurem Körper so, also es macht nichts, wenn eurer kleiner ist als der von eurem Kollegen oder so. Das spielt gar keine Rolle. Ja, doch schon. Weil, nein, so, es gibt viele Frauen, die, also, ne, so habe ich gehört mal, ne, vom Kumpel, dass das nicht so geil ist, wenn man einen überdurchschnittlichen dicken Cock hat und dann ist das auch für die Frau nicht angenehm. das Eisen dann jetzt? Oh ja, stimmt, das tut dann weh, ne? Ja, und deswegen, also, hört auf, das zu messen und euch Gedanken darüber zu machen, so. Das ist genauso wie Frauen, die über ihre Brüste reden, so. Jede Frau ist schön, so. Ja, Ja. also es ist nicht gut, wenn Frauen übergewichtig sind, weil, also auch wenn Männer übergewichtig sind, ist das nicht gut. Für die Gesundheit meine ich jetzt. Ja, aber so, jede Frau ist schön, so. Ich liebe alle Frauen. Ich auch. Jeder Mensch ist schön. Hast du dir schon mal in die Hose geschissen? Natürlich. Oft? Natürlich. Okay. Willst du mal ein Warum? Bild sehen? Oh Gott. Von was? Ja, von was reden wir gerade? Ja, also wie du dich eingekackt hast. 5 Stunden überlegt. Ja, ich habe jetzt nicht den Moment festgehalten, weil der war eher spontan, aber so die 5 Minuten danach habe ich festgehalten. Boah, ich glaube, da würde ich jetzt. Da würde ich jetzt passen. Hä? Ich baue das. Guck mal, du willst meinen Pimmel sehen, aber du willst nicht meine Hose sehen. Ja, Bruder, deine vollgekackte Hose. Ja? Ja, okay, dann zeig's mir. Okay, warte kurz, das Bild raussuchen. Warum hast du all diese Bilder eigentlich? Weil Internet vergisst nicht. Okay. Nein, ich schick dir, ich habe kein Bild, wo ich mir einkacke. Junge, ich bin erwachsen. Warum fragst du dann? Ja, Du hast dir gerade Weil- widersprochen. ja, weil ich einfach wissen wollte. Ich wollte einfach wissen, Ja, okay, so. okay. Wenn ich eins hätte, hätte ich die geschickt, so. Okay, checke. Aber ich habe mal eine vollgekackte Unterhose. Was heißt vollgekackt so? Ich habe Bremsspuren hinterlassen, ne? Jeder hinterlässt Bremsspuren. Du hast bestimmt auch schon mal Bremsspuren hinterlassen, oder? Ja, immer. Sehr oft.
Ja, also das ist das, was ich meine, so, weißt du, mit Einkacken, so. Ich kacke jetzt nicht Ach in meine Hose mit so, Absicht. hä? So einfach Bremsspuren, so, Ja, ne? Bremsspuren ist doch, Digga, immer. Classic. Ja, und ich wurde auf YouTube mal gebannt, weil ich ein Video hochgeladen habe, wo ich meine Bremsspuren aus meiner Unterhose mit der Zahnbürste meiner damaligen Freundin gewaschen habe. Und die war dann sehr sauer. Ich verstehe echt Also nicht, nicht, weil ich warum. gebannt wurde, sondern weil ich ihre Zahnbürste benutzt habe. Hä, warum bannen die dich? Weil man hat das halt gesehen, ne, in dem Video. Aber was war der Banngrund? Ja, weil man das gesehen hat. Hä, die Kacke? Ist Kacke verboten auf YouTube? Ja, natürlich, du kannst doch nicht deine Kackunterhose da zeigen. Warum nicht? Hey, Junge, bitte. Das darfst du da nicht zeigen. Was du ist darfst auch das? nicht Kotze oder sowas zeigen. Was ist das ekelhafteste, was du jemals gemacht hast? Boah. Menschlich oder jetzt so vom Ekel, also so Beides, Ekel-Ekel? beides. Boah. Kann ich kurz überlegen? Ja, ja. Also ich glaube, das moralisch, menschlich ekelhafteste, was ich jemals gemacht habe, also das hat mir geschadet halt, ne? So, ich habe noch nie einem anderen Menschen so Noch eklig nie? geschadet. So. Nee, ich glaube nicht. Boah, Also als Kind jeder, oder so? nein, schau mal, guck mal. Ich habe mit Freunden schon Freundschaft gebrochen und so, ne? Und das auf jeden Fall so. Und man hat natürlich immer so seine Meinungsverschiedenheiten. Aber ich meine jetzt so auf bösartig, weißt du? Ja. So, also zum Beispiel, als Beispiel jetzt, ich hab eine Stalkerin, ja? So, ich habe ihr 4-mal abgesagt damals zum Treffen, weil ich eine schwere Zeit hatte, so, ne? Ja. Und beim 4. Mal hat die mir das übel genommen und hat sich das zur Aufgabe gemacht, mich jetzt 3 Jahre lang zu stalken. So, und das, also sowas meine ich jetzt, ne? Ja. So, also sowas Bösartiges jetzt habe ich noch keinem getan oder so. Ne? Etwas, um jemanden wirklich aktiv bei vollem Bewusstsein zu schaden, so. Noch nie. Noch nie. Okay. Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch, weißt du? Wenn ich mit jemandem breche, dann Aber breche als ich mit Kind? dem, so. Wie als Kind? Ja, als Kind macht man doch mal Scheiße. Was soll ich scheiße machen? Weiß ich hab nicht. Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich meine Playstation war mein einziger Freund. Oh. Okay, was ist das ekelhafteste Ekelhafte? Nee, ich habe ja noch nicht das andere erzählt. Ach so. Also, das was mir am meisten, also damit habe ich mir selber geschadet, aber das war peinlich eher, das war peinlich und unmännlich. Meine damalige erste Freundin, die ich hatte, die hat mich betrogen. Und die hat mich betrogen, die hat mit einem anderen Mann Sex gehabt, ne? Ja. So richtig betrogen halt, ne? Ja. Und ich habe mich damit selber so herabgestuft und also wirklich, ich habe mich komplett damit selber gefickt. Ich bin dann zu dem Typen hin, mit dem die halt was hatte, mit dem die mich betrogen hat. Dann saßen wir beide bei mir im Auto und haben geweint, weil er wusste auch nicht, dass sie noch mit mir zusammen ist. Ach du Scheiße. Wir saßen okay. beide bei mir im Auto und haben geweint und haben dann sie angerufen und gesagt, Vanessa, bitte entscheide dich jetzt für einen von uns. Wir können das nicht mehr. Bro. Das war so unmännlich, ne? Also Digga, das war so. was? Ja, das war schon peinlich so. Und für wen hast du dich entschieden? Ja, für mich natürlich, aber 2 Wochen später ist sie wieder fremdgegangen mit dem. Ja, tamam. Und dann habe ich Schluss gemacht, so. Dann stand die sogar vor der Tür bei mir, ne? So, und hat angefangen zu weinen und alles, ne? Dann habe ich Ja, ihr einfach was? die Tür vor der Nase zugemacht. Ja, aber das ganz ist- ehrlich, also beim ersten Mal eigentlich schon abstoßen, ne? Ja, Bruder, Aber, beim ersten Mal direkt weg, hä? Ja, habe ich ja jetzt auch, ne? Ja. So, also, ja, jetzt mittlerweile, wenn eine fremd geht, das sofort raus, Mann, ja? Ja. Ich bin zwar so, ne, ich habe zwar schwerer auf dem Markt, sag ich mal so, bei Frauen. Warum lachst du denn? Findest du das Digga. witzig? Nein, aber auf dem Markt, das ist ein crazy Spruch, aber ja, ich verstehe. Nee, ist so, ja? Ich bin Ja. übergewichtig. Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich habe Und, auch nicht deswegen gelacht. Du hast gelacht, weil ich fett bin. Nein, hab ich nicht. Das war eine Frage. Nein, hab ich nicht. Ich hab nicht gelacht, wenn du fett Ja, bist. hast du oder ja, hast du nicht? Nein, hab ich nicht. Okay, aber auf jeden Fall, ich habe es ja generell schwerer, eine Frau zu finden. Und da sage ich dir aber ehrlich, wenn eine Frau fremd geht, dann lieber bin ich 10 Jahre lang Single und alleine, ja, und Ja. masturbiere 12 Mal am Tag, als mit einer Frau weiterhin so zusammen zu sein, wenn die mich betrogen hat. Ja, gut so.
Ja, wie viele Frauen hast du schon betrogen? 0, werde ich auch niemals machen. Das ist eine gute Einstellung. Ja, Wie viele Frauen haben dich betrogen? Eine. Die eklige. Die eklige. Und das war vor deinem Stream oder also während Nee, du... während. Ja. Kann man einen gut aussehenden, reichen Twitch-Streamer nur betrügen? Ich Ja, war also damals das nicht verstehe ich war damals noch nicht in meinem Hype. Ja, okay, aber hoffentlich... Aber hoffentlich- nach ihr war ich in meinem Hype. Okay, und wie war ihr Name oder hast du einen Codenamen für sie? Nee, lass es mal nicht machen im Stream. Nennen wir sie einfach Voldemort. Wir nennen sie Voldemort. Ey, Voldemort, ich hoffe, du siehst das gerade und bereust das, dass du den armen Hugo betrogen hast. Du hättest jetzt mit ihm auf Madeira chillen können, du hättest den ganzen Tag Pussy geben können, ja? Und ein leichtes Leben leben können. So, ich hoffe, du sitzt zu Hause und weinst gerade. Die war komplett tot. Also. Nein, trotzdem. Ja, So. Hoffentlich sieht die das gerade und sitzt zu Hause, wirklich. Oh mein Gott. Eklige. Rede, brüll.